«Meine Küche, deine Küche». Präsentiert von Miele. Mit innovativen Kochgeräten für die ganze Schweiz. Heute kocht Anita um einen Sieg. Wie viele Punkte sie bekommt, entscheiden der Jerome, Nicole, die für den Markus einspringt, die Michelle und der Sascha. Schmeckt fein nach Knoblauch. Ich hätte jetzt spontan Röseli-König gesagt. Ist meine. Wir wollen wissen, was es geht. Yes. Ja, zeig her. Geduld. Sollte ich nicht erleben. Ganz speziell. So. Wir nehmen noch eins. Cheers, Sascha. Finaltag bei «Meine Küche, deine Küche». Zum Abschluss gibt es nochmal ein feines Gericht zum Motto «Öppis im Sod». Die letzte Kandidatin dieser Woche ist zu Thun daheim. Anita hat aber schon sehr viel mehr gesehen vor der Welt. Also ich habe sehr viele Hobbys. Ich bin natürlich aktive Berggängerin und ich mache seit über 40 Jahren Yoga. Ich fahre Velo. Ich bin sämtliche Pässe in Europa bin ich eigentlich mit dem normalen Velo gefahren in jungen Jahren. Reisen natürlich ist noch eine grosse Leidenschaft. Nicht mehr so weit wie früher. Aber es würde mich freuen, wenn ich es noch einmal nach Indien schaffen würde, das 8. Mal. Ich mache Yoga seit etwa 44 Jahren. Yoga tut mich ein bisschen erden und das hat mich über manche schwierige Situationen hinweg gerettet, weil ich bin ein bisschen, scheine zwar ruhig, aber ich bin ein bisschen so hyperaktiv. Anita wohnt zusammen mit ihrem Partner. Als pensionierte Wirtschaftskauffrau macht sie viel Freiwilligenarbeit. So ist sie jeden Sommer 1 bis 2 Wochen auf der Alp. Sie isst leidenschaftlich gern wild. Am liebsten holt sie es direkt beim Jäger. Es gibt heute zu Abend ein flämisches Rindergoulasch mit dunklem belgischem Bier als Sod und dazu ein Fregola Sarda mit verschiedenem Gemüse und einen kleinen gemischten Salat im Teigkörbchen. Für das braucht es Rindsfleisch, dunkles Bier, Speck, Gemüsebouillon, Tomatenpüree, Paprika, Kümmel, Kakaopulver und Fregola Sarda. Als Gemüse Zucchetti, Peperoni und Aubergine, Zitronen, Cherrytomaten, Zwiebeln, Knoblauch und Salat. Ich fange an mit den Zwiebeln und dem Knoblauch. Die sind für den Sod. Gott, jetzt sehe ich den gerade nicht mehr vor lauter Rennen. Oh. Gewinnt der Wochenpreis im Wert von 5000 Franken Familie. Jetzt mitmachen und anrufen auf 0901 90 60 30 für einen Franken 20 oder gratis im Internet. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir einen Gutschein für Miele Kochgeräte nach Wahl im Wert von 5000 Franken. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr in der ersten Sendung nächste Woche. Alle Infos gibt es auf srf.ch. Gäste, wer weiss, was sie heute bei Anita erwartet. Ich glaube, Anita ist so ein bisschen mal drauf los. Jetzt muss ich noch das Fleisch würzen mit Salz und Pfeffer. Es gibt sicher einen kulinarischen Abend, habe ich das Gefühl. Ich schätze, sie wird auftrumpfen heute Abend mit einem klassischen Menü. Ich denke, es ist nicht etwas typisch Schweizerisches. Ich habe das Gefühl, dass sie etwas kochen, was sie in ihrem Leben irgendwo mal hat aufgeschnappt. Also das haben wir früher mal gemacht, wenn wir grossen Besuch hatten. So viele Leute, ist das sehr ein gäbiges Rezept. Und es schmeckt eigentlich allen Leuten. Zum Manka und zum Öl kommt auch gerade das Fleisch in die heisse Pfanne. Nicht zu fest anbraten, dass es eben nicht zu trocken wird. Ich könnte mir einen sauren Mokka auch noch vorstellen von der Anita, vielleicht mit Herdöpfelstock. Bis irgendwie so ein Ragu. Ein Ragu fände ich cool, ja. Genau. Mit Ragu sind der Sascha und der Jerome auf einer heissen Spur. Wenn das ein bisschen goldbraun ist, tun wir nachher das Tomatenpüree dazu.
Das gibt ihm auch eine schöne Farbe und eine gute Kost. 2, 3 Lorbeerblätter dazu. Jetzt kommt der Tomatenpüree dazu oder Paprika. Das ist 1 Kilo Fleisch. Mal schon etwas verleiden. So, das wieder schön erwärmen. Wir wollen wissen, was es gibt. Yes. Ja, zeig her, was es zu essen gibt. Das Menü. Oh! Schau jetzt. Flandern trifft auf Sardinien. Heute gibt es flämisches Rindergulasch im Biersud. Fregola Sarda mit Gemüse und Salat im Teigkörbli. Das klingt sehr fein. He? Hey, ja, vor allem Biersud. Da sehe ich mich. Ja. Ich hatte noch nie Biersud oder gekocht bekommen. Ich bin gespannt, was ich da erwarten darf. Und jetzt kommt das sagenhafte Bier dazu. Lustigerweise passt Bier mega zur Anita. Ja, finde ich sehr, ja. Ich habe das Gefühl, dass ich so viel wandern und machen könnte ich mir schon noch vorstellen, dass sie manchmal, wenn sie am Ort aus einem schönen Plätzchen ist, vielleicht ein Bier auftut. Im Sommer, also nach einer Wanderung, habe ich sehr gerne ein Bier. So ein Weizenbier oder ein Weissbier. Lecker. Dunkel sehr weniger, aber zum Kochen ist es genial. Ich bin mega gespannt, wie der Biergeschmack wird vorkommen, so im Sud. Es kommt Bis natürlich der auch darauf an, was sie für ein Bier nimmt, oder? Ja. Was für einen Geschmack. Das sieht schon nicht schlecht aus. Das wäre jetzt so von mir selber gemachten Gemüsebouillon. Jetzt kommt auch noch eine Portion Kümmel und mit ein bisschen Kreuzkümmelgemisch dazu. Ich tue jetzt nicht allzu viel, weil die Leute haben es nicht so gerne, aber ja, es gehört halt einfach dazu. Und fertig. Fregola Sarda finde ich persönlich etwas mega Leckeres. Fregola Sarda habe ich noch nie gehört. Also spontan würde ich jetzt mal sagen, die Fregola Sarda ist sardisch. Es kann ganz gut sein, dass es so ein sardinisches Gericht ist. Etwas mit Herdöpfel ist und einfach mit Gemüse drin. Irgendwie. Fregola Sarda, das ist, kommt von Sardinien, wie der Name sagt. Und es ist eine Pasta. Das ist so Hartweizen-Grieß. Sieht aus wie ganz dickes Couscous. Also ich freue mich extrem. Es klingt fein, sehr fein. Und es bringt auch etwas von ihren Reiseerfahrungen mit rein. Weil ich finde es noch so schön mit, als Kügeli. Ganz speziell. Solche Knöderli. Du könntest fast meinen, es sei irgendwie ein Getreide, sonst, oder? Was gibt es für Gemüse dazu? Ich kann mir vorstellen, dass Anita saisonales Gemüse wählen wird. Ich glaube, heute gibt es bei der Anita Peperoni und Zucchetti, könnte ich mir vorstellen. Das ist etwas, was ich selber sehr gerne esse im Fregola Sarda und wo ich auch finde, es ist sehr passend. Ich habe jetzt spontan Röseli-Köhli gesagt. Keine Ahnung, ob das passt. Röseli-Köhli gibt es keinen. Dafür noch Auberginen. Dass sie nicht braun werden, die Auberginen, gebe ich ein Gütschli Zitronensaft dran. Dämpfen könnte ich mir auch vorstellen. Oder dann wirklich auf höher Hitze grillen. Wie Antipasti. Jetzt gebe ich bei den Auberginen nur ein bisschen Knoblauch dazu zuerst. Schmeckt fein nach Knoblauch. Tomatenpüree kommt noch dran. Und nachher der Rest vom Gemüse dazu. Jetzt habe ich Chiliflocken, Salz dran. Sieht doch schön aus, schön farbig. Ich sehe die Herausforderung in diesem Menü von der Anita, besonders im Rindergulasch, dass das eine gute Konsistenz hat und nicht zu zäh oder ketschig wird. Lieber, wenn es fast zu lang gekocht ist. Jetzt verdicken ich die Fleischsauce. Und für das habe ich jetzt hier ein bisschen Kakaopulver parat gemacht, mit einem Möckchen Anken drin. Kakaopulver bindet Flüssigkeit, durch das wird die Sauce dicker. Das wäre es für mich in dieser Phase. Dann können die Gäste ja kommen. Hallo! Kommen rein. Danke Dankeschön. Merci vielmals. Hoi, Anita. Röstchen zusammen. Salute. Was ist das Gutes, Anita? Also das ist von dem Dunkelbier, von dem belgischen. Und nachher ein bisschen Cassis, Creme Cassis drin. Und eben mit dem
Prosecco aufgegossen. Hundefein. Also meine Lieben, ich gehe jetzt in die Küche. Sehr gut, viel Spass. Bis später, Anita. Also der letzte Schritt ist jetzt mit der Fregola Sarda, mit dem Gemüse. Jetzt kochen wir das aufkochen, ein paar Minuten kochen und dann kommt jetzt das Gemüse rein. Ich probiere noch einmal das Fleisch, probieren, wenn man hier noch etwas verschlechtern kann. Ja, mir tut es gut. Jetzt oder nie. Das muss noch aufköcheln. Geduld, Geduld. Jetzt tun wir den Salat in die Teigkörbchen, die ich auch schon vorbereitet habe. Als Salat gibt es Babyspinnen, Rucola und Radiesli. Dazu ein selber gemachtes Dressing. Dann ist alles parat zum Anrichten. Und Kraterelle-Pilze als Deko. Darf ich dir hier von rechts so Fleisch nach vorne? Das ist das Menü von heute. Flämisches Rindscoulage im Biersod, Fregola Sarda mit Gemüse und Salat im Teigkörbli. Ich habe es schön gefunden, wie es angerichtet war. Also Anita hat es wirklich mega kreativ dargestellt, das Gericht. Gut. Ich habe mich am Anfang auf das Fleisch gestürzt. Ich muss sagen, das hat mir sehr gut gepasst. Ich finde, es war ein wahnsinnig runder Geschmack und das Fleisch hatte auch sehr einen schönen Biss. Für mich ist das Fleisch ein Mühe zu fettig. Das Fleisch war für mich vom Garpunkt her perfekt. Ich glaube, für mich, wenn ich jetzt nicht gewusst, dass es wirklich um ein Biersod handelt, hätte ich es jetzt nicht gemerkt. Man hat das dunkle Bier hat man schon rausgeschmeckt. Und schön verarbeitet zum Söseli. Also das Söseli war super. Ich war hin und weg von dieser Sauce, die Anita für uns gemacht hat. Die habe ich wirklich sehr, sehr, sehr fein gefunden. Und Fregola Sarda? Ja, ich habe es eben nicht kennengelernt. Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas mit Herdöpfeln. Aber ich hatte es das erste Mal. Es ist fein, ja. Für mich war es geschmacklich ein bisschen sauer. Sobald man es aber mit der Biersauce hat gemischt hat, hat es für mich wirklich fein geschmeckt. Für mich ist das Motto sehr gut umgesetzt worden. Von mir aus gesehen wirklich definitiv erfüllt. Die Gäste scheinen zufrieden zu sein. Und was sagt Anita zu ihrer Leistung? Ich würde mir jetzt höchstens 9 Punkte geben, weil mir in der Fregola Sarda ein bisschen zu viel Säure war. Salut! Wir nehmen noch eins. Cheers, Sascha. Prost. Bleibt noch zu klären, wer den Miele-Gutschein im Wert von 1000 Franken abräumt. Der Anfang hat der Jerome gemacht. Mit Kürbis und Tofu im Sod und Nudeln dazu. Bei Markus, der immer noch krank ist, hat es Garnelen und Jakobsmuschel im Knoblisod mit Chili, Zitrone, Peterli und selber gemachten Nudeln gegeben. Die Michelle hat Gemüse im Sod mit hausgemachten Polpette, Emmentaler Rahmherdöpfeln und Sod Espuma aufgetischt. Am Donnerstag war der Sascha dran. Er hat einen Rindsbraten im Rotweinsod, hausgemachte Spätzli und glasierte Rüebli gemacht. Und Anita hat heute ein flämisches Rindscoulage im Biersod, Fregola Sarda mit Gemüse und Salat im Teigkörbli serviert. Wie viele Punkte hat der Jerome für sein Gericht bekommen? 31. Die Nicole lüftet Markus in ihre kochende Punktzahl 35. Als nächstes kommt Michelle dran. 34. Der Sascha hat total 39 Punkte. Kann Anita das noch toppen? Ich gebe Anita 9 Punkte. Ich gebe Anita 9 Punkte. Das Gericht von Anita war sehr rund, sehr fein. Für mich hatte es zwar ein bisschen zu viel Säure drin, darum gebe ich Anita 9 Punkte. Die einzelnen Komponenten haben ein bisschen zusammengewürfelt, gewirkt auf den ersten Blick. Und das Fregola Sarda ist ein bisschen sauer dahergekommen. Und aufgrund dessen gebe ich Anita 9 Punkte. Das gibt 36 Punkte. Der Sascha gewinnt die Sodwoche.
Zählst du! Bravo, Auf dich! Bravo! Ja, gesagt du. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe wirklich eine mega Freude. Ja. Wenn auch ihr mal mitkochen möchtet, dann meldet euch an unter srf.ch/miniköche. Crazy Woche, ja, muss ich sagen.